Fröhlich tanzt er im Kreis um, bis er merkt, was er angerichtet hat. Tut mir leid. Entschuldigt er sich. Was machen wir denn jetzt? Schon gut, Frosti, antwortet der Prinz Wladimir mit ruhiger Stimme. Ich werde den Oskar mit meinem Schwert befreien. Der Wladimir tritt vor und berührt den Eisblock vorsichtig mit der Klinge von seinem Schwert. Es gibt ein knackendes Geräusch, ein Zischen, dann ein Knall und schon zerspringt das Eis in 1000 Stücke. Der Oskar steht verschrocken und ganz bewegungslos da. Der kleine Käfer weiss gar nicht, was los ist. Mir ist kalt, zittert er und streckt seine Arme nach der Lilifee aus. Lilifee, hilf mir! Ich friere so, als ob ich ein Eisblock wäre. Cindy und Clara müssen lachen, aber die Lilifee nimmt den bibbernden Käfer erleichtert in den Arm. «Jetzt möchte ich schauen, wie es der Rosali geht», sagt die Lilifee besorgt. Der Prinz Wladimir schaut die kleine Prinzessin traurig an. «Seit meiner Rückkehr aus dem Feenreich schläft die Rosali tief und fest», sagt er. «Wir haben alles versucht, um sie aufzuwecken, aber nichts hat geholfen.» Als die Lilifee in der Rosali ihren Stall hineingekommen ist und das Einhorn genauer angeschaut hat, macht sie ein sehr nachdenkliches Gesicht. «Was ist, Lilifee? Was ist mit der Rosali?» fragen Cindy und Clara. «Kannst du ihr helfen?» «Sie schläft so tief. Ich fürchte, da nützt auch mein Zauber nichts», meint die Lilifee. Sie steht bei der schlafenden Rosali. «Wie kann ich ihr helfen?» fragt sich die Lilifee und streichelt zärtlich der Rosali ihren Hals.